Das Kind im Manne. Ja, ich bin Spielkind. Michael Pöllmann führt eine aussterbende Zunft in die Zukunft. Wollen wir mal reinschauen, ha? Also, geh mal. Sein Marionettentheater ist in einer ehemaligen Bankfiliale extra umgebaut von der Stadt Schwandorf. Das ist super. Das ist echt eine coole Sache, dass man ein eigenes Theater hat. Kann man sich austoben. Also ich bin Riccio Ricci, ich bin hier der Zirkusdirektor von dem Zirkus hier. Der da hinter mir, das ist eigentlich nur Deko. Ein 15-köpfiges Team teilt die Leidenschaft. Ehrenamtliche, die gegen eine kleine Aufwandsentschädigung im Marionettentheaterverein Strippen ziehen. Für einen Kinderklassiker hat der Theaterchef eine spezielle Puppe gebaut. Wir haben hier den Pinocchio und der hat eine ganz besondere Nase. Und zwar kann der eben seine Nase wachsen lassen und auch wieder einfahren lassen. Die Hände aus dem 3D-Drucker. Genau. Seine Frau Scarlett Köfner erschafft in ihrem Wiener Atelier neue Figuren. Michael Pöllmann unterstützt sie. Er hat in Wien Schauspiel studiert und pendelt nun zwischen der österreichischen Hauptstadt und Schwandorf in der Oberpfalz. Weltweit tourt er mit seinen Marionetten, war erst 2025 in den USA engagiert. Grüß dich. Hallo. Ich bin der Konrad Max Kunz. Hier werden Ideen umgesetzt. Schwandorfer Prominenz begrüßt die Gäste. Mein Name ist Konrad Max Kunz. Ich bin der Komponist von der Bayern-Hymne. Und zwei Holzwürmer lockern die Stimmung. Sie wollen das Theater fressen. Pinocchio, die Geschichte über einen Jungen. Einen hölzernen Jungen. Ach, du denkst immer nur ans Essen. Knapp 1,5 Stunden volle Konzentration für die Geschichte von Pinocchio, der handgemachten Figur des Holzschnitzers Geppetto, die zu Leben erwacht und als Junge nur Flausen im Kopf hat. Los ging's mit dem Marionettentheater 1977. Michaels Papa baute als Werklehrer mit seinen Schülerinnen und Schülern in einem Projekt Marionetten. Der Erfolg der anschließenden Aufführung wurde zum Selbstläufer. Das Lebenswerk der Eheleute Pöllmann, rund 600 Einzelanfertigungen. Das ist der Schatz, mit dem Michael Pöllmann arbeiten kann. Wenn ich hier ins Figurenlager komme, dann ist es manchmal so, ich kann hier nicht allzu lange sein, weil man kriegt dann so ein bisschen wie so sozialen Stress. Weil mich jede Figur erzählt mir ihre eigene Geschichte. Und das ist total spannend, wenn man hier unterwegs ist, dass man irgendwie mit diesen Figuren in so eine Zwiesprache geht. Hier lagern Figuren aus 60 ehemaligen Produktionen. Die Eltern helfen bei notwendigen Reparaturen. Das ist das Schneewittchen. Ja. Das müssen wir echt... Das muss in die Werkstatt. Das muss in die Werkstatt, ja. Weil das wäre echt schön, wenn wir das bald mal wieder spielen könnten. Dass es weitergeht, ist auf alle Fälle ein sehr schönes Gefühl. Ja. So war das gedacht. Ich meine, wie er es macht und wie viel er macht, das ist ihm dann überlassen. Gute Nacht, Papa. Schlaf schön, mein Pinocchio. Die Geschichte, fast 150 Jahre alt, gezeigt mit Figuren an Fäden, klappt offenbar auch im Digitalzeitalter. Viele Kinder kennen das gar nicht mehr. Mir schon noch, aber die Enkel uns kennen das überhaupt nicht. Mir hat es gefallen. Schön. Wir sind jetzt schon öfters gewesen und auch die Erwachsenenstücke sind super. Es ist schön, dass auch gerade in so kleinen Orten ein kulturelles Programm möglich ist. Wenn du deine Hand so hinhältst, ja, dann springe ich drauf. Michael Pöllmann will dem Marionettentheater eine Zukunft schenken. Das passiert mir ab und zu. Ciao, Papa. Es ist live und es riecht. Es ist ein bisschen so wie Zirkus. Es riecht, man hat dieses Gefühl von, man ist im Theater, man ist an einem speziellen Ort. Und das ist viel besser als Handy. Manchmal sind die guten Dinge die einfachen. Marionettenspieler Michael Pöllmann hat das erkannt.